Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Ditmal noch ein klein Bild von was mit einem verleibten Paar Fuß noch ihre Kaas passiert in unsere Kinder- und Jugendjahren. Und dann von wo damals fein 100 Gastgebet für ein Begrafenis gemerkt wird und wo dort gefeiert wird. Die Brut war alle ab ihrem Verlafnis und auch durch die ganze Brut die Zweig immer für ihren Brigam in der Rüt gegangen. Aber ditmal, als sie in ihr Mann in ihre Ehe bestätigt worden wären, als ihr Ehebund geschlossen worden wäre, und sie als junge Ehelied uit die Kirche gingen, nu ging ihr junger Mann vorab, Rüt, und sie ging als junge Frau hingen an. Diese Tradition, dass das so passieren muss, dat wir symbolisch, sinnbildlich dafür, dass der Mann das Haupt sein soll in ihrem Eheleben und in ihrem neuen Heim, wo sie als junges Ehepaar taub gründen würden. Und dit wird dann dat ein von zwei sehr ereignisvolle und meistens sehr wertvolle Werken für das junge Paar. En nu Begrafenis. Wo wordt in onze Kinder- en Jugendjaren in de 19, 30 en 40 Jahren en ook later nog voor een Begrafenisreis gemerkt? En wo wordt het Begrafenis gefeiert in einem mennonitischen Dorp in Chihuahua, Mexiko? Wat passiert in unserem Dorp, wanneer wir gestorben wären? Wo haben wir das in Erinnerung gehouden? Das Reitmerken für ein Begrafenis in unserem Dorp, und ich glaube auch in den meisten anderen Dorpen passiert, in den Jahren, als wir in Blumenurt abwassen, zum großen Teil kriegt so als das Reitmerken für ein Verlafnis. Die Nobers im ganzen Dorf merken gemeinsam die Vorbereitungen für ein Begrafnis. Sie helfen alle mit dabei und sie geben alle was zu tun. Jede Mutter im Dorf schickt entweder ein von ihren Kindern ein Bett Butter oder Schmalt und Malt nach der Stadt bringen, wo das Begrafnis sein soll. Oder sie schickt ein von den Oberschärchen. Und die großen Mäkers helfen am Tag vor dem Begrafnis den Deeg merken und am Dorf uitführen zum Teufelsjes und Kringel für die fassbare Mahlzeit auf dem Begrafnis zu backen. Atelier frühes helfen an diesem Tag vor dem Begrafnis das Rindfleisch und die Maus für die Mittagsmahlzeit auf dem Begrafnis zu merken und am Begrafnistag noch den Barsch zu kochen von der Fleischsuppe vom Rindfleisch kochen und mit allerhand anderen Sachen reitmerken. Darbsche Jungs werden als Möbelführer und Uitspanner angestellt, kriegt so aus auf einem Verlafnis. In den Mäkers im Dorf bedienen die gekommene sogenannte Trüerjast am Mittags und am Fastbadag. Kort, alles wordt meist krijgt zo gedonen als dat reitmerken voor en dat bedienen op einem Verlafnis. Ook dat Begrafnis-Einladungsbrief schrijven en dat rondchecken van deze Einladungsbrief wordt krijgt zo gedonen als dat voor Verlafnis-Einladungen gedonen wordt. Aber zu einem reitmerken voor een Begrafnis gehört ook nog dat Grafgroven, dat Zeugmerken, dat Doden aantrekken en dat Doden begraven en so weiter. Dat Zeugmerken, die Zeug wordt einfach aber uit schmackeglatte Fichtenbreder gemerkt. Die Breder zum den Zeugmerken, die mussten wel betoeld worden, aber das Zeugmerken selbst wordt meestens ook umsonst gedonen. Jacob Iwaal en Blumenort heeft aan onze tijd gelijk wie de meeste Zeugs gemerkt. Hij had dat gereedschap dafür en am Stund krijgt de Arbeit zur Hand. Dat Graf Groven. Wenn dat ein Begrafnis geben soll in Blumenort, dann wird dat Graf meistens von 4 oder 5 Jungs gegraft, wo von ihren Vaters als freiwillig gestellte Arbeiter dort angegeben worden.
Diese Jungs werden meistens wohl vom Grafhof zu der Mittag- und Vespermahlzeiten nur die Stadt angeholt, wo das Begrafnis geben soll. Aber übrigens wollen ihre Vaters nicht für ihre Jungs ihre Arbeit betont haben. Sie sagen diese Arbeit so an als einen selbstverständlichen Beitrag zu einem gemeinsamen Reitmerken für ein Begrafnis. Auch wenn das Grabgruben auf dem Blumenalter Grafhof bei 2 Fälle deodieren kann. Das Totenantragen. Den Totenantragen für sein Begrafnis, das können natürlich nicht alle Menschen tun. In unserem Dorf deuten diese Arbeit meistens bestimmte Frühs, den dort nicht zu sehr jeden an wäre, mit dem deutschen Körperamt zu wohnen. Und das muss wenigstens bei sehr warmem Wetter tidig zu morgens am Begrafnistag getan worden, weil man den Toten dann mit Eis befliet geholt hat, den Goat zu holen. Das zeigt, den Toten antreiben muss gekauft und betalt worden, aber auch diese Arbeit wird meistens unbetalt getan. Das geschilderte gemeinsame Vorbereitungen merken für die Gastgebets in den mennonitischen Dörfern in Chihuahua, Mexiko, so als wir das in unsere Kinder in Jugendjahren erfahren und mitbelebt haben, das redet von einem abbrechen, jenseitigen Uthalten oder von einem jenseitigen Unterstätten, wo wenigstens meistens utreichte und echte Motive getan wird. Und dort wir jedermal ein sehr lehrreiches Unternehmen und eine gute Erfahrung für Jung und Alt. Dort helpt die Dorfsbewohner, dass sie alle enger verbunden fühlen können. Kriegt en weit so ein traditionell gemeinsames Reitmerken in den Mutterkolonien und auf anderen mennonitische Siedlungen in Chihuahua, Mexiko noch beibehalten worden ist, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber man sagt mir, dass so ein Reitmerken zu den Verlafnissen und Begrafnissen dort wenigstens in einigen Dörfern noch immer mehr oder weniger den traditionellen Weg getan wird. Aber man sagt mir auch, dass manche von diesen Sachen in den meisten Dörfern nu doch all sehr geändert haben. Und auch, dass es mit den Verlafnissen aufholen dort all viel anders geworden ist, als das in unserer Zeit war. Die Verlafnis- und Begrafnisjagd kennen mit ihrer modernen Vorteile in Chihuahua von der von meist irgendwo in sehr kurzer Zeit zu den Gastgebets kommen. Und meistens waren wenigstens die Verlafnisse dort nu an einem Novaspa geholt. Die Jagd braucht nicht mehr Mittag- und Ovenkostmahlzeiten gegeben worden. Und wenn ein sogenanntes Gastgebet, Verlafnis oder Begrafnis hier und da mal so anberühmt wird, dass ein Vesper geben soll, dann lässt man in viele Dörfer all die Zweibackjes und die Kringel dort von wem backen, wer sich dort für Betonung annehmen lässt. Die Jugend ihrer Ovenverlafnisse, so sagt man mir, die hilft das überhaupt nicht mehr. Und das ist vielleicht gut. Dass in unsere Kinder in Jugendjahren immer Uitspanner sein mussten, ab der Gastgebets, das weiß die jüngere Generation ab so eine Siedlungen, wo nu all so lang keine Pietsworte gebraucht worden sind, vielleicht überhaupt all nicht mehr. Und das Möbelvierer sein für die Gastgebets, das hat in den meisten Dörfern in Chihuahua auch all sehr geändert. Die Möbelvierer brauchen meistens nicht mehr von Nober zu Nober fahren und die Möbeln abholen. Dann in viele Dörfer haben die Dorfsbewohner sich, auf die Gastgebetsbrücken, lange Bänken und Deschen gemerkt oder merken geloten, sodass die Leute nicht mehr ihre Steiler, Bänken und Deschen aus ihrem Heim zu den Gastgebets handgeben brauchen. Und wo Dörfer noch nicht so eine Einrichtung gemerkt haben, da fahren die Leute sich, wenn dort zu einem Gastgebet bei ankommt, diese in ihrem Noberdorf liegen. Nachdem wird man von der in mennonitische Heime in der Cuauhtémoc-Gegend in Chihuahua an Möbeln sitzt, dann gibt es bei sehr vielen Familien überhaupt nicht mehr die einfache, lange Bänken, so als wir die da in unseren Kinder- und Jugendjahren hatten. Wir haben viel von unseren traditionellen Gastgebets geredet und vielleicht fragt von Juni wer, was meint das Wort Gastgebet? Mir früher kurz wer, was das Wort eigentlich bedeutet. Und das Folgende ist eine Definierung von unserem Wort Gastgebet.
ein Gastgebet als ein Top kommen oder ein Versammeln von so einer Jast, wo nur da von wem schriftlich oder persönlich eingeladen worden sind, nur eine bestimmte Stadt hinzukommen, um da gemeinsam ein Fest zu feiern, sind aus Verlafnis, Chast oder Begrafnis, und um sich dort dann auch eine Mahlzeit versaten zu lassen und gemeinsam zu eten. Und dann haben viele von uns Lied auch nach dieser Frau. Wanneer oder wodurch hat dort bei uns angefangen, dort viele Lied meist bei jeder Gelegenheit ohne eingeladen geworden zu sein, zu Gastgebets kommen, besonders zu Begrafnisse. Und diese Frau, glaube ich, können wir vielleicht so beantworten. Viele Menschen leben oder gleichen gemeinsam mit Eten. Das gibt in unseren jungen Jahren bei uns all immer so eine Menschen, in unseren Dörfer, ab mennonitische Siedlungen, wo nur durch Jahren an eine gemeinsame Mahlzeit teilhaben mochten. Ich habe zum Beispiel in unseren Jugendjahren, wenn das in unserem Dorf bekannt wird, dort ein junges, verleibtes Paar Verlafnis haben will, oder auch, wenn man hier dort wer gestorben wäre und dort Begrafnis geben soll, ein Mann allein vor der Wies gesagt haben, das ist ja gut. Dann können wir wenigstens mal weiter zu einem scheinen gemeinsamen Fassbar top kommen. Und wenn wenigstens in Kanada, von der auch viele Lied meist irgendwo zu Begrafnisse kommen, dann glaube ich erst dort hier dadurch so geworden, dort die Begrafnisjast oder die Trauerjast, so was unsere Eltern die damals nannten, hier auch lang nicht mehr schriftlich zu einem Begrafnis oder Gastgebet eingeladen worden sind. Aber dort die Begrafnisse einfach über den Lauf der Radiostationen bekannt gegeben wurden. Und viele Menschen kommen hier auch mal zum Begrafnis, um die Leichenpredigt anzuhören, blieben aber nicht zu der gemeinsamen Mahlzeit. Aber willst wir auch von der noch so eine Menschen haben, die da hier zu einer gemeinsamen Mahlzeit kommen, fehlen die scheinbar dort, wenn über die Luftwahlen ein Begrafnis bekannt gegeben worden ist, dort alle Mann auch willkommen ist, zu dem gemeinsamen Mahl dort zu bleiben. Ein mennonitisches, traditionell gemeinsames Reibmerken für die Gastgebets, das hat bei vielen von uns, besonders für die viele von uns, die wir nu all so lange in Kanada gewohnt haben, sozusagen abgehört. Und wo eine positive Tradition abhört, zu existieren, da gerät auch sehr schwind in Vergetenheit. Da werden, weil wir uns selbst daran erinnern und unsere Nachkommen auch davon vertalen, wo all das in unseren jungen Jahren gewesen ist, wo dort uns miteinander verbunden hält und wo wir dadurch gesegnet worden sind. Aber dort mennonitische, traditionell gemeinsame Gastgebet feiern, dort haben wir, wo immer wir in Nord-, Mittel- und Südamerika wohnen, und auch wenn wir all von sehr viel verschiedenen Gemeinden ein Port geworden sind, noch mehr oder weniger so beibehalten, als wir dort von jung an gekannt oder gelehrt haben. Und dort ist, so ich das sei, auch ein wundervolles und sehr angenehmes Ding. Dort halt dort, dort wir miteinander verbunden fühlen können, auch wenn wir nicht alle zu derselben Gemeinden gehören. Was passiert selbst noch in einem Dorf in Chihuahua, als wir da in den 1930er und 1940er Jahren abwassen? Wo wird da in unserer Zeit die Formarbeit getan? Wo wird da am Hof der Abend angebracht und so weiter? Ich will wieder noch versuchen zu schildern, wo die Bürgers in unseren Kinderjahren, in den 1930er Jahren, gelehrt haben, sich aufzustehen, um mit wenig Formgerätschaft fertig zu werden. Und auch, wo Kinder und Jugend auch in die Formarbeit mithelfen. Und wo die Dorfsnobers sich gegenseitig bei ihrem Abend einbringen, behilflich werden. Wo sie am Hof gemeinsam ihr getretene Haushalten und draschen und so weiter. Wo die Bürgers damals ein sogenanntes Company-Draschen planten, wo sie dort durchführten. Und dann, wenn dort Draschen fertig war, die ganze Arbeit so verrechnen, dass jeder Bürger zu seinem Reich kommen kann, wenn auch lang nicht alle Bürger gleich viel getretene Hüs zu holen und zu draschen gehabt hatten und so weiter.
In den 1930er Jahren wird dort Formgereitschaft bei den meisten mennonitischen Kolonisten in Chihuahua, Mexiko noch sehr knapp. Manchmal in den 2 oder 3 Büros taub, so eine Gereitschaft aus einem Perzpflug, einen Kultivator, eine Sämaschine oder Drill, einen einreihigen Kornplanter oder eine 5-gelängliche Erde. Und wenn dann am Lot Juni oder manchmal auch mal erst im Juli der Regentit anfängt und das Getreide sehr schwinn gehen soll, dann mussten besonders die Sämaschinen, die Drills, beständig beim Fahren geholt worden. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir mit Peter Bergens und Franz Ensen Taub eine 10 oder 12 scheue Sämaschine oder Drill hatten. Und dann, wenn das endlich geregnet hat, dann wird diese Drill sehr beständig beim Fahren geholt. Dann wird, zoals wir dort nannten, mit Ungespann von tidig bis lot sehr genietsch gesät. Wenn einem Bauer sein Feuer gespannt Pied 3 oder 4 Stunden sehr bosig die Drill getrocken haben, dann stand der andere Bauer mit seinen Gespann all ab ein Fleckerei und während 2 Männer bosig die Pied amspanden, schert einer oder 2 andere Jungs den Drillkosten schwindvoll so getreid und binnen wenige Minuten vor der Drill war genitsch wieder. Und so war dort, wenn dort nicht mankregen von Felsonnenabgang, was zu abends so lang als man sein kann gedonen. Ähnlich so war auch dort andere Gereitschaft, besonders durch die sogenannte Sodeltit beim Fahren geholt. Vielleicht soll die Sodeltit rechtmäßig die Ütsot-Tit gehalten haben. Aber hier muss wir für das mal wieder aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von wo die Formarbeit in unsere Kinder und Jugendjahren in einem Dorf in Chihuahua gedonnen wird und wo auch Kinder und Jugend natürlicherweise dabei mithelfen. Aber nächstes Mal.